Grüß dich und Habitäri. Schön, dass ihr mit dabei seid bei der dritten Folge Vergessene oberbayerische Mundart. Heute möchte ich euch sagen, dass es einige Parallelen gibt in unserem bayerischen Dialekt und dem jüdischen Kulturgut, in dem Fall am Beispiel der jiddischen Sprache. Da mir erst für schon ein sauberes Massel haben, dass in dem Kaff ein Borzen offen hat. In dem Satz waren 3 Wörter drin, die ihren Ursprung im Jiddischen haben. Einmal die Borzen, die so viel heißt wie Haus, das Kaff, das ein verschlafenes Dörfe bezeichnet, und das Massel. Weil wenn man ein Massel hat, die Hochdeutschen kennen es vom Schlamassel, so das Gegenteil, das Unglück. Und wenn man ein Massel hat, dann hat man ein Glück gehabt. Das Altbayerische, genauso wie das Jiddische, hat einiges aus dem Mittelhochdeutschen, sprich von der Sprache, die schon über 800 Jahre alt ist, bewahrt. Mein Lieblingsbeispiel, um was eben beide gemeinsam sie behalten haben, ist, dass wir nicht euch sagen oder ihr, sondern es und ink. Wie geht's euch denn da drin? Was macht sie heute noch? Und das Wörtchen es verbirgt sie auch abkürzt in viel Sätzen, die erst, wenn man das weiß, wieder einen Sinn ergeben. Habt's denn das schon gesehen? Glaubt's es? Habt's es jetzt nachher? Was anders, was beide Sprachen gern machen und mit was sie spielen, ist die doppelte Verneinung. Das heißt, ich verneine nicht einmal, sondern ich verneine es zweimal und bringe es dadurch quasi ad absurdum. Über so Apps haben wir uns noch nie nicht aufgeregt. Andere haben das für nie nicht so gemacht. Mir schon.